Guten Nachmittag, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Kaffee Clash. Heute leider ohne Kuchen für mich. Ich bin schon ganz traurig, aber wir haben heute ganz volles Haus. Es kommen direkt 2 Bands, ganz unter dem Motto CO Pop. 2 Bands, die auch bei der CO Pop unterwegs sind und performen werden. Die stellen wir euch heute vor. Und da war ich mal so nett und habe mal meinen Kuchen abgegeben. Ist ja auch mal ganz gut, ne, für meine Hüfte. Dann muss ich nicht jeden Tag Kuchen essen. Mit dabei ist natürlich Sophia, leider auch ohne Kuchen, aber wir sind halt heute mal nett. Ja, ich habe ja niemals Kuchen. Eigentlich voll traurig. Ja, aber ich bin natürlich trotzdem im Chat für euch da. Würde mich freuen, wenn ihr euch natürlich auch mit mir unterhaltet. Auch ohne Kuchen, aber der kommt ja später dann noch mit den Gästen rein. Genau, also schreibt mit Sophia, so wie Jana und Markus zum Beispiel. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr mitmacht. Und ja, dann kommen wir jetzt auch schon direkt zu dem, was heute so in Köln und im Netz abging. Was wurde geliked, was wurde kommentiert und geklickt? Hier haben wir für euch die Trending Topics. Ich freue mich so sehr. Ihr guckt Kaffee Clash und das bedeutet, ihr habt den Morgen überlebt. Hashtag Unity Media. 3 Millionen Kunden von Unity Media wurden heute Morgen zurück in die Steinzeit versetzt, denn sie hatten ganze 3 Stunden kein Internet. Oh mein Gott, abgeschottet von der Außenwelt, kein Kontakt mehr mit irgendwem. Auch das Fernsehen und das Festnetz wurde abgeschaltet. Der Grund anscheinend war ein interner Systemfehler, der zu einem Totalausfall geführt hat. Und ja, in NRW, in Hessen und in Baden-Württemberg ganze 3 Stunden kein Internet. Sophia, was würdest du denn machen, wenn du 3 Stunden kein Internet hast? Ich glaube, ich würde mal ein Buch lesen. Also ich habe so viele Bücher mittlerweile, ich komme gar nicht da, die zu lesen, weil ich eigentlich immer was anderes mache. Also der Stromausfall, der Totalausfall war zwischen 5:30 Uhr und 8:30 Uhr. Da könnte man auch einfach mal schlafen vielleicht noch ein bisschen, je nachdem, wenn man nicht zur Arbeit muss. Aber wäre Schlafen auch ganz gut. Hast du noch eine Option? Also schlafen bin ich mit dabei, aber frühstücken könnte ich dann auch mal in Ruhe. Das finde ich auch gut. Und ich habe noch im Kopf, dass ja früher während eines Stromausfalls tatsächlich die Geburtenrate gestiegen ist. Das heißt, man kann im Bett auch noch andere Dinge machen, wenn das Internet und der Fernseher nicht funktionieren. Also einfach mal leben. Aber die Twitter-User, die fanden das alles gar nicht so witzig. Ich habe mir da mal ein paar Tweets rausgesucht und habe zum Beispiel DRK 815, die schreibt, jetzt hat Unity Media ganz Europa ausgelöscht. Da sieht man das Gebiet, wo kein Internet mehr war. Das ist natürlich nur ein ganz kleines bisschen übertrieben. Aber zum Beispiel die Melanie schreibt, ohne Internet und Fernsehen ist alles doof. Und sie weint. Liebe Melanie, ich glaube, du solltest dich mal an unseren Rat halten, was wir gerade vorgeschlagen haben, Sophia und ich, was wir so machen würden, wenn das Internet ausfällt, weil vielleicht kannst du dich da auch ein bisschen nachrichten und da was für dich finden. Oder Oliver Auster hat da noch einen anderen Post gehabt und zwar hat er direkt den Mitarbeiter des Monats gekürt und das ist die Luftpost, die Taube. Vielen Dank, Taube, und herzlichen Glückwunsch zum Mitarbeiter des Monats. So, jetzt kommen wir aber direkt zu unserem nächsten Hashtag, denn wir sind ein Karnevalsverein und wir sind stolz drauf. Hashtag FC. Der FC ist stolz drauf, mittlerweile ein Karnevalsverein zu sein und deswegen hat er sich was ganz Besonderes ausgedacht. Normalerweise, ihr kennt das von den Fußballspielen, gehen die Kapitäne erstmal zu den Schiedsrichtern, geben sich die Hand und tauschen die Wimpel aus. Diese dreieckigen Fähnchen. Der FC möchte jetzt aber was ganz Besonderes machen und der gibt jetzt keine Wimpel mehr, sondern einen Karnevalsorden. Und dieser Karnevalsorden, der sieht so aus. Man sieht schon, da ist das Emblem von Wolfsburg mit dabei, denn Wolfsburg ist am Samstag um 15:30 Uhr Gast hier in Köln beim 1. FC Köln bei uns im Rhein-Energie-Stadion. Wir freuen uns natürlich aufs Spiel und wenn ihr noch mehr zum FC wissen wollt, noch mehr erfahren wollt, dann schaltet doch einfach heute um 20 Uhr Köln TV ein, denn da wird der Express-Stammtisch übertragen. Zu Gast war zum Beispiel FC-Innenverteidiger Dominik Heinze. Also 20 Uhr einschalten
und dann noch mehr erfahren. Habt ihr auch das Gefühl, dass ihr auf der Arbeit oder auf der Schule einfach nicht mit eurem Handy arbeiten könnt, dass ihr dann direkt irgendwie schlechte Kritik bekommt oder schlecht wahrgenommen werdet, weil ihr einfach mal eine WhatsApp-Nachricht schicken wollt? Ja, das hat sich jetzt aber geändert. Hashtag WhatsApp oder WhatsApp Web, denn mittlerweile oder seit heute kann man auf allen Handys oder mit allen Handys auch WhatsApp auf dem Computer empfangen. Das heißt, man bekommt die Nachrichten auf dem PC. Wie funktioniert das denn, Sophia? Genau, ich habe mich nämlich mal für euch schlau gemacht und geguckt, wie das überhaupt funktioniert. Ganz wichtig ist, ihr müsst vor allem im Internet in eurem Browser erstmal auf webwhatsapp.com gehen und da seht ihr dann, dass ein QR-Code kommt und zwar scannt ihr den, indem ihr aber auf eurem Handy in WhatsApp auf eure Einstellungen geht. Dann steht da schon WhatsApp Web, das seht ihr hier. Da oben draufklicken, dann steht hier einmal WhatsApp Web. Genau, und dann seht ihr da, hier müsst ihr was scannen und dann scannt ihr den QR-Code ein und tada! Da ist es schon, alles auf eurem Browser. Ist natürlich besonders praktisch, wenn ihr Bilder auf eurem PC direkt haben möchtet oder wenn ihr vielleicht lieber an der Tastatur schreibt, als immer auf dem Handy so lange Texte zu tippen. Also es kann schon sehr praktisch auf jeden Fall sein. Klingt ganz einfach, aber es gibt einen kleinen Haken, denn es funktioniert noch nicht bei allen. Das ist noch nicht auf allen Handys angekommen. Ich hatte zum Beispiel heute Morgen, ich habe mal den Live-Test gemacht, habe mir gedacht, cool, das will ich auch haben. Ja, was war? Ich hatte diese Funktion überhaupt noch nicht mal auf meinem Handy. 2 Stunden später war sie dann da. Also habt ein bisschen Geduld, falls es bei euch noch nicht auf dem Handy ist. Einfach abwarten, dann kommt das noch.